zusammen, schön sind ihr da bei Handgelenk Pi. Ich bin Anne. Heute haben wir ein spezielles Projekt und zwar ein bisschen rucki-zucki, aber das sollte ganz wunderbar werden. Ich habe hier wieder mal von diesen Tüten, wo wir letztes Mal die herzigen Täschchen damit gemacht haben. Heute möchten wir damit gerne ein Bellyband machen. Oder das heisst gerade mehrere, weil ich mache hier gerade ein grosses Stück und nachher dann einen Streifen schneiden. Und nachher schneide ich Streifen. So meine ich. Gut. Genau, eben, ganz einfach. Ich nehme das Teil jetzt einfach mal geschwind auseinander. Wie schon beim letzten Mal habe ich gesagt, kann man zum Beispiel auch einfach Backpapier nehmen. Ich weiss jetzt dort nicht genau, mal, da kann man sicher auch gut drauf stempeln, oder? Man hat aber Erfahrung damit. Auf Backpapier kann man sicher gut stempeln. Weißt du was, jetzt habe ich das da ziemlich krumm abgeschnitten, merke ich gerade. Schneiden wir doch noch einmal. So. So. Und dann schneide ich hier auf. Flupp. Voilà. So. Und dann haben wir doch da so ein schönes Blatt. Ich habe mir hier, das ist gar nicht im Bild, ein paar Farben parat gemacht. Ich möchte gerne heute ein bisschen einen helleren Hintergrund, mal ein bisschen etwas Fröhliches. Also nicht, dass wir sonst nicht fröhliche Farben haben, aber da mal so ein kleines helles Türkisblau und so ein Rosa. Dann haben wir noch ein bisschen Vintage-Foto und dann habe ich schon gesagt, wie wir es machen. Ich will zuerst alles grundieren, mit ein bisschen Stempelfarbe, ein bisschen einschmieren und dann draufstempeln und dann Streifen schneiden. Das wäre der Plan. So, für das habe ich mir Stempelfarbe parat gemacht, für den Hintergrund so und dann für zum Stempeln habe ich schwarz und Walnutsstein parat gemacht. Da habe ich ein paar Stempel, ein bisschen Blümchen, ein bisschen Hintergrund, ein bisschen Vögel und Käferli und so. Jawohl, dann lassen wir doch einfach mal los. Ich will gerade mal mit dem Blau starten. Ich finde das so schön. Und das wird doch sicher ganz herrlich. Genau. Backpapier einfärben. Geht das gut mit der Stempelfarbe? Ich denke schon, oder? Wenn man es zum Beispiel mit Seidenpapier macht, das ist natürlich dann schon viel eine feinere Sache. Ich glaube, da muss man dann recht gut aufpassen, dass man es nicht reißt. Oder eben, wenn man es gerade jetzt so als Bellyband benutzt. Ja, dass es dann beim Rein- und Raus tun, für das ist es vielleicht schon ein bisschen zu fein. Wir müssen das vielleicht fast auf irgendetwas anderes draufkleben, wo vielleicht noch so ein bisschen den Hintergrund durchschimmert und dann das so als Bellyband benutzen. So könnte ich mir vorstellen. So, jetzt noch ein bisschen rosa oder was auch immer das ist, so ein bisschen, fast ein bisschen lachsfarbig. Ah ja, das wird doch hübsch. Das wird doch richtig eine fröhliche Sache, habe ich das Gefühl. Wenn ich jetzt so drunter noch ein weißes Blatt Papier gelegt hätte, dann würde mir das vielleicht sogar ein bisschen besser sehen. Das eingeschmierte. So, so. Ja, genau. Und jetzt machen wir aber noch ein bisschen braun. Zwischen rein. So
habe ich das Gefühl, brechen wir die ganz ein bisschen eher kitschigen Farben noch ein bisschen runter. So, wo noch? Da haben wir noch nichts. Ja, ich glaube, wir können schon noch ein bisschen mehr Farbe geben. Insgesamt auch. Ich glaube, vom Blau dürfen wir schon noch ein bisschen mehr hinnehmen, oder? Dann haben wir noch ein bisschen Blau. Das alles noch ein bisschen ineinander rein verblenden. Ja, genau. Und das Rosa hat noch so ein bisschen schwach. Aber. Ich habe das gleiche Rosa noch in Oxide. Ich probiere. Genau. Probiere jetzt das gerade mit dem, ob das ein bisschen stärker wird. Und ich sehe es hier gerade da, was man jetzt nur so ein bisschen drauf geschmiert hat. Das tut ziemlich. Das macht jetzt natürlich auch gerade, sehe ich, schon fast so ein bisschen weniger Krügeln, ja. Ein bisschen weniger transparent, die ganze Geschichte. Und hey, ich will es nicht verkrügelt haben. Manchmal will ich es ja verkrügelt, aber heute eigentlich gerade nicht unbedingt. So, ja, hey, ich könnte mir jetzt gerade vorstellen, wenn ich das so sehe mit dem Rosa, dass das, wenn man alles mit Oxide machen würde, hörst du jetzt aufkrügeln? Das würde garantiert auch ganz hübsch aussehen. Ja, aber ich habe die andere, genau, voll mit dem Blau ins Rosa, so, will ich abstreichen. Ich habe die andere Farbe jetzt halt nicht. Da geht es jetzt mit Krügeln. Die andere Farbe habe ich jetzt nicht noch gesagt. Also machen wir es halt einfach so. Aber die gehen ja auch so wunderbar miteinander. So, und noch ein bisschen braun, habe ich das Gefühl, geht gut. Ehrlich, was ist los? Ich glaube, ich muss da zutun. Sonst komme ich immer wieder in das rein. Ja, also gut. Ja, ist gut. Ist ja gut. So. So, ja, die Farbe, die verschmiert es auch wunderbar so zusammen. Oder verblendet es wunderbar miteinander. Auf dem Papier, wo halt schon ein bisschen wie rutschig ist oder so, könnte man sagen. Solig, voilà! Jetzt sieht doch das prima aus. Irgendwie habe ich wirklich das Gefühl, ich brauche ein weißes Blatt Papier drunter. So, damit man das ein bisschen besser sieht, dass da tatsächlich etwas passiert ist auf dem Papier. So. Also ich weiss es ja nicht, ob man das gut sieht.
in der Kamera. Wirklich die verschiedenen Farben, dass die wirklich schön leuchtig sind. Naja, gut. Ich würde sagen, jetzt stempeln wir mal ein bisschen den Hintergrund. Für das habe ich da so eine bisschen Notenstempel. Oh. So, und eben wie gesagt, schwarz und braun. So, mache ich mir es vielleicht parat, damit ich selber nicht ins Falsche reinkomme. Da. Oh, man hat das Gefühl, es kommt gar nichts drauf von der Farbe. Mal, es macht schon etwas, aber ich weiß nicht, wie viel das es macht. Mal schauen. Mal gucken. Mal gucken. Doch, da ist doch einmal etwas gegangen. Aber jetzt habe ich es genau verkehrt drauf gemacht. Also, kehren wir halt das. Bis jetzt ist ja schon noch nichts passiert. So. Jetzt mache ich da mal nicht überall Stempelfarbe drauf. Da, jetzt muss ich wieder schauen. Am Notenschlüssel an, sehe ich es. So. Ah ja. So. Und so. Gut. Und dann noch ein bisschen Schrift. Das würde ich sagen, mache ich jetzt braun. Da wäre jetzt auch noch schlau, wenn man das den richtigen Weg um würde. So. Und es darf ein bisschen dunkler sein. Und da wieder so. Aha, ja, ja. Ja, ja. Das kommt gut von mir aus gesehen. So. Und da auch noch. Nochmal ein bisschen stärker. Da habe ich gerade sehr wenig. So. Prima. Doch, das ist ungefähr so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und jetzt hätten wir hier verschiedenste Blümlis. Die gefallen mir so gut. Ich glaube, ich habe die gerade erst letztes Mal auch bei meinem Projekt. Genau, ich weiß gar nicht mehr gerade, bei was. Ah, aber die finde ich so hübsch. So, ich tue gar nicht bis ganz runter jetzt Stempelfarbe drauf. Da habe ich es gemacht. Da nicht. Ich möchte, dass der Stil so ein bisschen verschwindet. So, was haben wir jetzt? Braun habe ich es jetzt gemacht. So, oh, da bin ich verrutscht. Nicht so hübsch rausgekommen. So, das ist ja eigentlich fast ein bisschen wie ein Masterboard, he? Wo man sich nachher dann eben einfach Streifen daraus rausschneidet.
So, jetzt haben wir auch noch irgend so ein herziges Pflänzchen. Ist das mit der Beere? Keine Ahnung. Keine Ahnung, was das ist. Für eins. Ui, das ist sehr dunkles. So. Ja genau, so. So gefällt es mir eigentlich ein bisschen besser. Weder wenn da immer das Stählchen noch drauf ist. He? Oh, ja, okay. Ah, jetzt geht nicht viel kommen. Oh. Gut, macht nichts, macht nichts. Das macht ja gar nichts. Stählchen, weg. Das ist schon wieder angeschmiert, Kopf. So. Ich glaube, das reicht von dem. Und dann haben wir auch noch irgendwas anderes. Irgendes so eins. Ich sehe es gar nicht richtig, aber das finde ich jetzt also auch noch ein herziges. Das ist da unten mit einem blöden Mäschchen irgendwie zusammen. Ah nein, das ist einfach nur ein Blättchen neben den Stielen. Das hat gerade ausgesehen, als wäre das so wie ein Sträusschen zusammengebunden. Das hat mir jetzt also nicht gepasst. So, du, was ist los? Wieso wollte ich das nicht ganz abdrücken da? So. Ja, auch noch ein paar braune. Ein paar braune. Da noch. Haben wir meine Finger noch irgendwie dazwischen? Gut. Und dann hätten wir jetzt noch gemacht. So ein paar Käferli. Käferli oder irgendwelche. Was ist das? Ein Sommervogel oder eben ein Nachtfalter oder etwas. Den finde ich jetzt auch noch hübsch. Den finde ich jetzt also schon noch recht schön. Oh, das ist extrem schön. Und dann noch ein anderer. Ein anderes Viechchen noch. Wie wäre es so mit dem Bienenli? Ich weiß gar nicht, oder ein Wespe, oder was ist das? Ich glaube, ich nehme mal das da. Das ist doch noch herzig. Das wird zwar, glaube ich, auch recht dunkel. Ich glaube, ich nehme es feinere. Der hat recht einen dunklen Körper. Ich glaube, ich nehme das feinere. Was auch immer du bist. Ob du auch ein Bienenli bist oder irgendetwas in dieser Art. Du kommst jetzt da drauf. So. Und so. Das ist natürlich wieder mal komplett überstempelt. Aber hey, ich darf das. Ich darf das. Das habe ich mir erlaubt. Weil ich das gerne habe. Auch wenn es manchmal ein bisschen wirr aussieht und ein bisschen völlig chaotisch, aber nein. Oh, ich will das, mir gefällt das so. So, die sind auch schön, wenn sie nur so ganz fein sind. Da noch eine, da zum Beispiel. So, und der fliegt gerade raus. Da hatten wir noch so eine Mottenwelle. Oder nicht eine Motte. Das ist doch keine Motte, das ist einfach ein hübscher Nachtfalter. He?
So. Und so. Super, ey. Ich finde es mega schön. Voilà. Alles wieder zu. Alles ein bisschen zum Weg aus. Die Stempel können wir nachher versorgen. Alles ein bisschen weg, damit wir jetzt schön Platz haben zum Schneiden. Also, zuerst schneide ich mal auf der Seite die Kante, die hier sowieso nicht so gerade ist, die wir mit der Schere geschnitten haben und zusammengeklebt ist, fort. Und dann schaue ich mir hier, was gibt hier einen schönen Ausschnitt. Da hat jetzt zwar noch so eine Kante, das ist mir jetzt egal. Und dann nehmen wir das hier. Gerade. Das wäre jetzt so ein bisschen schöner gewesen. He? Das macht ja nichts. Ich kann das dort oben abschneiden. Da, das Eckeli, das seht ihr gar nicht so richtig. He? So. So. Wie denn? Wie sind wir denn im Bild? Oh, meine Lampe. Die muss auch immer noch ihren Senf dazugeben. So. So wäre noch schön. Wir haben fast das ganze Bienchen drauf. Und da hätten wir dann fast den ganzen Sommervogel drauf. Also Nachtfalter. Da machen wir mal was Breiteres. Nein, da ist jetzt hier gerade die Kante, also so eine Falte. Dann nehme ich den gerade. Schneide ich den gerade, weil da ist ja noch das ganze Dings Viechli drauf und da fast das ganze Blümchen. Also ist das auch ein guter Ausschnitt und da sind wir halt auch wieder so gefaltet, aber da, ja komm, da machen wir doch so ein breites, hä? Da hat das halt dort eine Falte in der Mitte, das ist doch egal. So, dick. So, und dann hier machen wir gerade noch 2 draus. Eins mit dem angeschnittenen Falter und eins mit dem angeschnittenen Bienenli. Und jetzt ist hier so ein kleines Rändchen. Das ist sowieso auch nicht schön abgeschnitten. Dann schneiden wir das doch auch noch. Gerade so wie. Komm. Salig. Also das geht weg. So viele Bellybänder brauchen wir natürlich nicht in unserem Journal. Aber mit dem Zeug kann man ja noch allergattiges andere Sachen machen. Aber hey, ich finde die mega schön. Wow. Die sind wirklich jetzt recht herzig rausgekommen. Jetzt wollen wir mal schnell schauen. Da, unser Journal ist natürlich viel kleiner, weder das die Bänder sind. Aber das finde ich jetzt noch gerade einen recht schönen. Ich nehme einfach, soll ich einfach 3 nehmen? Oder soll ich 2 nehmen? Muss ich jetzt nicht in jeder Signatur eins drin haben. Oder? Oder schon? Nein. Nein, sonst ist es ein bisschen zu gleichförmig. Ich hätte jetzt natürlich auch noch auf einer Seite noch andere Stempel können nehmen oder andere Farben. Aber ich glaube 2 länger irgendwie in der vorderen und in der hinteren Signatur 1. Und die anderen werden aufbewahrt für andere Projekte natürlich. Selbstverständlich. So, und jetzt würde ich sagen, ich schneide hier einfach oben und unten ein bisschen ab. Da brauchen wir ein Bienchen noch hier oben. Ein bisschen. Ich will lieber hier den ganzen Falter drauf haben. Also komm.
Gerade. Gerade wäre gerade. Wenn gerade wäre gerade. So, und da müssen wir halt ein bisschen mehr von dem Bienenli nehmen, dann ist das halt fort. Oder nur noch so ein Viertel vom Bienenli drauf. Und das können wir gleich gross machen, aber ich glaube, ich schneide da einfach gerade ganz oben alles ab. Irgendwo da nehmen. Damit wir unten da das ganze Bienenzeug noch drauf haben. Ja, jetzt haben wir da gar nicht so eine bienenlige Sache. Könnte man eigentlich eher eines von der grösseren, von der breiteren nehmen. Oder das hier. Weißt du, was das? Oder? Und da das Bienenli drauf ist. Das ist zwar ein bisschen verschmiert. Kann sie sich wieder nicht entscheiden, hä? Sagt doch, Mann, entscheide dich mal. Oder das Breite, wo das verschmiert ist. Ich will noch ein Bienenli haben. Ich will noch ein Bienenli drauf haben. So wird es gemacht und nicht anders und fertig, Schluss. So. Prima. Die zwei nehmen wir doch. Und ich habe gerade gefunden, dass das auf dem Rosanigen wahnsinnig hübsch aussieht. Oder da so, das ist wieder das Papier, wo man wieder die Kamera nicht so gut sieht, aber wo so silber, grau, blau, glitzerig ist. Und da finde ich, passt das jetzt gerade extrem gut. Was habe ich da für einen komischen Schlumpen? Irgendeinen Faden oder etwas. Fort. Ich nehme den Tacky Glue. Das ist ein bisschen viel zu viel. Und so ist sicher ein bisschen besser. Ich muss ein bisschen abstreichen. Und dann machen wir das jetzt hier ein bisschen weiter vorne, nicht so ganz in der Mitte. So. Oh wow. Schau mal, ich finde es mega hübsch. Wie findet ihr das? Dürft mir also das gerne in die Kommentare schreiben. Ich habe immer Freude, wenn ich etwas von euch höre. Vielleicht habt ihr ja auch noch irgendeine mega gute Idee. Oder so. Da, weißt du was? Oh ja, schau jetzt hier. Da haben wir das mit dem Gras-Hintergrund-Zeugs da. Da würde das wunderbar herpassen. Als würden die da so im Gras umeinander flattern. Sehr schön. So, lieg. Und so. Hat man jetzt natürlich auch noch rundherum inken können. Jawohl, das ist wieder, kommt mir erst wieder jetzt in den Sinn. Aber das macht gar nichts. Ich finde, es macht nichts, es braucht nicht unbedingt einen Rahmen. So läuft es auch ein bisschen mehr aus, so in den Hintergrund rein. Das ist okay, das ist voll okay. Oder bei dem hat man nicht können und beim anderen schon. Wie auch immer.
Jetzt haben wir es halt nicht gemacht. Und ich finde, der sieht trotzdem mega schön aus. Und ja, hey, ich habe mega Freude. Es hat mir mega Spass gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Vielleicht habt ihr können, die eine oder andere Idee rausnehmen. Oder eben, vielleicht habt ihr irgendwie das Gefühl, ja, die macht das wieder kompliziert. Ich habe da eine Idee, wie es noch viel, viel einfacher geht oder noch viel hübscher rauskommt oder was auch immer. Dann dürft mir das gerne schreiben. Ich freue mich immer, wenn ich von euch etwas höre. Und dann dürft ihr gerne einen Daumen hoch machen, wenn ihr wollt. Ihr dürft gerne unterschreiben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!